Ich hoffe, die Kameraeinstellung ist gut, weil ich stehe jetzt nicht noch einmal auf und kontrolliere die Scheiße. Hallo und herzlich willkommen bei mir auf KidSwitch, wieder mal zum neuen Video. Ich bin so ein Affektkäufer und bei mir kommt es manchmal vor, wenn ich so durch einen Laden durchgehe. Und ich war dummerweise im Westside in Bern, das ist so ein riesiges Einkaufszentrum, und dort hat es einen Lollipop. Das ist so ein Laden, wo man einfach Instant Diabetes oder was gibt es noch für so Krankheiten? Nein, das ist einfach so ein Schlagzeugladen, der aber auch noch so spezielle asiatische Geschichte hat. Und ich bin einfach in den Laden rein, so wie ein Trance. Und ich dachte, das muss ich nehmen, das muss ich ausprobieren. Und ich wollte unbedingt ein Video damit machen. Das habe ich etwa circa vor 3 Monaten gemacht. Ich mache das immer wieder, dass ich das Zeug kaufe und dann einfach kein Video aufnehme. Weil ich entweder zu faul bin, zu krank bin, zu beschäftigt bin. Aber jetzt bin ich da und wir machen wieder mal wir try a Bullshit-Food-Video. Dummerweise weiss ich jetzt gar nicht mehr genau, was das alles ist. Also, ich weiß es eh nicht. Ich verstehe die Hälfte nicht, was da drauf steht. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5 geile Artikel hoffentlich, die wir jetzt zusammen ausprobieren. Also, wir haben als erstes hier, ich weiss es nicht, es sieht aus wie Hundefutter oder nein, eher so Fischfutter aus Herdöpfeln. Da muss ich ziemlich sicher Wasser drin tun. Oder nicht? Da heisst zwar eine durchgestrichene Kanne. Wie macht man das? Ich tue einfach Wasser drin. Dann habe ich hier noch ein Pokémon-Teil und warte jetzt, gebratene Nudeln. Weizenmehl, Pflanzenöl, ich freue mich schon auf den Topf zu gehen. Protein, Hydrolysat, Suppe, Zucker, Salz, Sojasauce, Schalentierextrakt, habe ich besonders gerne, Hühnerextrakt, Schweinefleischextrakt, also es besteht aus Extrakt. Ich komme wahrscheinlich irgendwie Hautprobleme über. Okay. Dann, die TikTok schauen, die haben sicher schon gesehen. Nein, das stimmt im Fall gar nicht. Ich glaube, auf YouTube haben sie die auch schon tastet, wie das mal gesehen. Und das sind Bulldog Carbonara Nudeln. Ja, der Italiener muss gerade einen Shot nehmen. Und dann hier habe ich glaube, es sind Chips. Und die Chips sehen aus wie Teigwaren. Und ich brauche natürlich noch irgendetwas zum Spülen. Und dann habe ich so eine Warheads. Ich weiss im Fall nicht, ob es scharf stellt. Falls nicht, sorry für die scheiß Qualität, aber wir sind uns hier nichts anderes gewohnt. Also, Sour Green Apple Soda zum Spülen. Ich probiere jetzt aus und dann gehe ich mal dann das Zeug vorbereiten und dann essen wir das zusammen essen. Es ist wirklich der Inhalt von diesen Videos ist einfach immer wie besser. Warte, was hat das für Plastik? Also. Schmeckt nach Gift, ist geil. Was mich ein bisschen erstaunt, es hat viel Zucker drin. Es ist im Fall nicht grusig, es ist so ein bisschen wie, kennt ihr Center Shock? Center Shock in flüssig. Nicht ganz so sauer. Ja, so Perversion habe ich eben manchmal noch gerne. Also ich habe wahrscheinlich etwa 3 Stunden, bis ich das ganze Büchlein gesoffen habe. Aber ja, gut, also ich gehe jetzt mal das Zeug vorbereiten. Warte, Turti. Nein, ist natürlich ein Witz, es gibt einen Schnitt. Sorry, bis gleich noch einmal. So sieht es hier innen aus. Und beim Pikachu sieht es so aus. Seht ihr die kleinen Pikachu-Siechengringe? Hey, sorry, es war einfach nur giftig sein, aber irgendwie finde ich es noch geil. Und das ist, glaube ich, ein Spielzeug. Nein, ein Kleber. Also, bis dann. So, also, ich fange mal an. Ich glaube, ich fange mal mit diesen Chips an. Das hier, das sind die Carbonara-Nudeln, mit denen ich als letztes ins Rennen gehen. Auf die freue ich mich irgendwie noch. Auf den Rest, so wie ich das gesehen habe. Hey. Machen die das eigentlich extra? Hey, hallo. Hey. So wird das Ganze einfach gehen. Oh. Also, die sehen so aus wie Macaronen. Macaronen! Hot Chili. Das ist süß. Das ist ein bisschen scharf. Hä?
es nicht beschreiben. Es ist wie weiches, altes Popcorn. Oh, es wird scharf. Also es ist scharf. Ja, da bin ich fressen. Okay, ja. Also das ist absolut nichts. Das müsst ihr nicht kaufen, es hat keinen Geschmack. Was mache ich mit denen? Nachbarskind. So, jetzt gehe ich Richtung Pikachu. Eben hier sind da die Pikachu-Flöckchen und es ist in die Mais drin. Das sind so Instant-Nudeln, wie man sie kennt. Ich habe das eigentlich noch gerne. Das vor allem als Kind sehr gerne gehabt. Ja, finde ich die eigentlich noch geil. Also es ist sicher nicht gesund, nicht ausgewogen, aber ab und zu, why not? Es ist immer noch heiß. He? Wir sind hier on point. Es gibt kein Skript, gar nichts. Es wird hier einfach aufgenommen. Oh. Eine Situation. Du bist mit den Jungs oder den Mädels wieder mal draussen gewesen. Einfach ein Bier zu viel. Und dann kommst du heim und du weißt, du möchtest jetzt einfach eine Katastrophe aus dem Weg. Ist das, und es wird dir am nächsten Tag nicht so schlecht gehen. Es hat einen kleinen Geschmack nach Crevetten. Also du musst wirklich gerne Crevetten haben, so ein bisschen Crevettelig. Aber ich finde es richtig geil und es ist schön salzig. Also ich bin immer jemand, der ich nachsalzen muss, aber hier muss ich definitiv nicht nachsalzen. Also das... Nudeln, schön fein. Richtig, habe ich verdammt geil. Also wenn ihr diesen Pikachu sich nicht mehr sieht und ihr gerne Crevetten habt und es euch scheissegal ist, was die Zusammensetzung von eurem Essen ist, das ist schon fein. Oh. Ich glaube, das erste Mal, wenn ich etwas so abfeiern kann, hey, das ist jetzt richtig fein. So, und jetzt kommt wahrscheinlich der Oberfeil. Das sind da die Herdöpfel-Dingers. Und hier drauf, ihr seht sicher nicht, es hat ein Ding, das heisst, es ist verboten, Wasser drin zu schütten. Aber ich habe schon nichts gesehen und ich dachte, ich schütte jetzt einfach mal Wasser drin. Eigentlich bin ich schon dumm. Warum mache ich es denn? Also ich probiere es jetzt zu essen, aber es sieht wirklich richtig hässlich aus. Es ist wie aufgeschwollen, das Zeug. Ich glaube, es ist nicht die Idee im Fall. Es ist nicht die Idee. Oh, heißt. Scheiße, es kaputt gemacht. Also wenn irgendjemand das kennt und weiss, warte, ja, die richtige Kamera, und weiss, wie man das richtig isst. Also jetzt ist es einfach Herdöpfelmus. Ich glaube, das ist nicht meine. Es ist nicht gruselig, aber es ist auch nicht geil. Es ist Scheiße. Also, ich kann es jetzt nicht empfehlen, aber ich habe es wahrscheinlich falsch gemacht. Gut. Ah, jetzt habe ich Dreck. Ja, ich tue den putzen. Das ist ganz hässlich, was ich hier mache. Scheiße. Okay. Gut. Und jetzt kommen die, wo ich richtig Bock drauf habe. Es gibt aber tausende Videos. Auf YouTube, Instagram, überall. Ah, die sind schon ein bisschen verklebt. Aber tausende Videos. Ich weiss nicht, dass da dran soll Carbonara sein. Es sind einfach Nudeln. Aber es hat irgendwie... Es hat einen Carbonara-Geschmack, aber der nicht italienische Carbonara-Geschmack, der Rahm-Ei-Schinken-Carbonara-Geschmack. So, ich probiere jetzt mal. Es ist schon fast ein bisschen schlecht. Okay. Also sie sind hure scharf. Eieiei. Sie sind wirklich scharf. Hä? Wieso sind die scharf? Sie haben nicht gelesen, scharf. Ich weiß es nicht. Okay. Geschmacklich habe ich schon bessere gehabt. Also, ich muss schnell machen, ich darf nicht zu viel reden, weil sonst wird es immer beschäfen. Also, sie sind wirklich, wie soll ich sagen, sie sind wirklich sehr, sehr scharf, aber sie haben so eine süßliche Note. Von Carbonara, es erinnert mich irgendwie an Carbonara, keine Ahnung warum, aber ich bin auch ein komischer Mensch. Es erinnert mich an Carbonara, haben wir Laufnase. Aber ja,
Das war jetzt wirklich ein pädagogisch wertvolles Video gewesen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr habt jetzt schliesslich nur 2-3 Monate müssen warten, bis mal ein Video ist gekommen. Von dem her muss ich mir nicht so viel Mühe geben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und ich hoffe, es gibt schneller wieder eins als jetzt das. Und wenn es euch gefallen hat, dann Daumen gegen rauf. Würde mich natürlich mega freuen. Und sonst, man sieht sich. Tschüss zusammen und bis gleich. Die sind richtig gut hier. Pika Pika.